Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Es sind jetzt 2-3 Tage keine erschienen, weil ich mir einfach momentan unsicher war, hey, wie soll ich mit dem Ganzen vorgehen, weil, wie ihr im Hintergrund schon gesehen, all meine Add-ons sind weg und wir sind momentan in Pandaria und mein Charakter ist auf Level 32 wieder runtergestuft worden und irgendwie habe ich einfach das Gefühl, ich bin spät dran gewesen, weil bei mir irgendwie ist schon Shadowlands drauf, also ich könnte jetzt eigentlich schon in die Schattenlande gehen und dort dann eigentlich ein bisschen rumquesten. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich habe es irgendwie einfach nicht geschafft. Ich habe nicht unbedingt den Charakter auf 120 haben, aber es hat, wie es aussieht, einfach nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt überlegt, komm, ich tue doch jetzt einfach mal weiter questen. Wir machen wirklich bis Level 50 und dann ab direkt in die Schattenlande. Und dann können wir das ja alle miteinander eigentlich zusammen mal so anschauen. Das Einzige, was noch passiert ist, wir haben jetzt hier auch komplett neuen Stammbaum bekommen, also einen neuen Stammbaum. Ich habe wieder meine Fähigkeiten da zurückgesetzt bekommen, weil jetzt geht es ja da nur noch bis Level 50, wie wir da sehen. Und ich habe gedacht, jetzt können wir das ja gerade schon noch durchlesen, wie wir das machen am besten. Weil ich habe selber noch gar keine Ahnung, also wir haben immer noch die Tierherrschaft haben wir noch drinnen. Jetzt haben wir da noch verschiedene Talente. Ich habe aber schon zuerst überlegt, ob ich mit meinem anderen Charakter, der ist ja jetzt auf Level 50 abgestuft worden, ob ich mit dem jetzt das Play weitermache. Aber ich finde das irgendwie schade. Ich habe gedacht, ich ziehe jetzt den Jäger wirklich einfach komplett durch. Und ich denke, wir machen einfach mal so weiter, wo wir stehen geblieben sind. So, Tötungsbefehl. Fügt dem Gegner weniger als 35% Gesundheit, 50% mehr Schaden zu. Tierbegleiter. Eure Fähigkeit Begleiter ruft zusätzlich das erste Tier aus eurem Stall herbei. Dieser Begleiter wird eurem Tötungsbefehl gehorchen, kann jedoch keine Fähigkeiten aus seiner Begleiterfamilie einsetzen oder ruft ein mächtiges Wildtier herbei, das euer Ziel angreift. Der Angriff wird von eurem Brüllen begleitet. Nein, komm, ich würde gerade sagen, wir machen wieder Tierbegleiter Nummer 2. Ich glaube, die Fähigkeiten haben sich gar nicht so großartig geändert, wenn ich mich jetzt so nicht täusche. Die Aktivierung von Zorn der Wildtiers gewährt 2 Aufladungen von Stachelpfeil. Wildtier ruft hat eine um 20% erhöhte Chance, die Anblickzeit von Stachelpfeil abzuschließen. Oder nehmen wir da wieder den Chimären-Schuss. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir gehen da lieber mal auf Blutgeruch, weil der Schuss ist eigentlich nicht mal so schlecht, der Chimären-Schuss, aber es ist wieder eine zusätzliche Fähigkeit. Komm, wir nehmen Blutgeruch. So, was haben wir denn da noch? Bahnbrecher. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, wenn ihr 3 Sekunden lang nicht angreift. Natürliche Heilung. Pro 30 verbrauchter Fokus wird die verbleibende Abblickzeit von Freudentaumel um 1 Sekunde verringert. Oder Camouflage. Ihr und eure Begleiter verschmelzt mit eurer Umgebung und geht 1 Minute lang. Das haben wir ja auch probiert, dass wir dann unsichtbar werden. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir nehmen den Bahnbrecher. Und dann haben wir eigentlich die 3 Sachen schon ausgewählt, die wir auswählen können. Jetzt muss ich aber ganz kurz noch schnell wieder mein Zeug einrichten mit den Fähigkeiten. Weil jetzt arkaner Schuss, das ist etwas Neues, hä? Wir haben jetzt auch sehr wenig Platz auf dieser Leiste, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich da aber schnell den Fokus noch rausnehmen. System. Erweitert. Es ist alles anders. Das ist wirklich alles anders. Aber ich habe gedacht, ich mache das gerade mit euch zusammen. Nein, das wäre nicht das. Das wäre Interface. Fixiertes Ziel, schnelles Plünder, Interleib, Beute füllen. Aktionsleiste, Leiste fixieren, rausnehmen, genau. Jetzt schauen wir da mal, dass wir da einfach mal Fähigkeiten so plus minus gemütlich annehmen. Weil Flüge können wir, wie es aussieht, jetzt irgendwie auch nicht mehr, oder ist das jetzt einfach... Wir machen jetzt sicher einfach mal Platz da für unsere anderen Fähigkeiten. Wir haben da noch bekommen. Arkaner Schuss. Ein sofortiger Schuss, der arkanen Schaden verursacht, 138. Das tönt natürlich ziemlich nice. Ich klatsche jetzt einfach mal auf 7. Aspekt der Schildkröte, 3 Minuten Ablenkzeit. Ihr wehrt sämtlichen Angriff ab und verringert 8 Sekunden lang sämtlich von euch erlittenen Schaden um 30%, könnt jedoch nicht angreifen. Das haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Dann haben wir noch Augen des Wildtiers. Übernimmt die direkte Kontrolle über Begleiter und seht 1 Minute lang durch seine Augen. Klatschen wir in dem Fall auch mal drauf. Das ist auch noch neu da. Und zwar Mal des Jägers. Belegt das Ziel mit dem Mal des Jägers, wodurch er immer vom Jäger gesehen und aufgespürt werden kann. Das sind also Sachen, die ich momentan nicht wirklich brauche. Begleiter müssten wir mal rufen. Nein, nicht freigeben. Wiederbeleben ist sie auch nicht. Hä, wie kann ich jetzt meinen Begleiter wieder rufen? Ich habe meine Begleiter nicht mehr. Ah doch, das wäre jetzt der da, hä? Okay, und dann habe ich trotzdem noch beide. Es sieht noch cool aus, wie sie es jetzt so gemacht haben. So. Ich muss jetzt einfach mal schauen, dass ich dann wieder kann Add-ons installieren
dass wir dann auch wieder mehr Platz haben in der Auktionsleistung. Also, aber ich habe gerade momentan keine aktuelle gefunden, die man brauchen für Shadowlands. Ich hoffe, das ändert sich noch im Laufe der Zeit. Da würde ich sonst mal sagen, klatschen wir da an. Mal des Jägers brauche ich momentan nicht. Es wäre eher eben das mit Begleitersteuerung, dass ich noch meine Tiere könnte heilen. Ah, das hat jetzt automatisch da unten an da. Okay. Okay, dann können wir eigentlich da dann immer gerade auswählen, was wir brauchen. Dann haben wir eigentlich soweit alle Fähigkeiten plus minus. Dann würde ich sagen, wir questen einfach mal gemütlich weiter, wo wir stehen geblieben sind, bis Level 50 und dann ab in die Shadowlands. Und dann würde ich sagen, dann freuen wir uns schon mal drauf, dann das dürfen anzuschauen. Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Wir müssen da noch ein paar andere Sachen zusammensuchen. Und zwar des Reiters Bindung. Tut mir leid, dass wir jetzt da ein bisschen haben müssen schauen, wie wir das Ganze machen müssen. Aber dafür haben wir jetzt da unsere Aktionsleiste schon mal ein bisschen weiter zusammen. Hier haben wir das Feuerwerkkörper. Genau! Let's go! Ab in die Lüfte! Puff! Alles klar! Dann lassen wir das mal so gelten. Da haben wir gerade nochmal einen. Und dann haben wir da noch irgendetwas gerade zum Einsammeln. Genau, da ist er. Oh nein, das sind die wir schon dabei haben. Da hinten! Den suchen wir! Dann machen wir doch das Thema gerade. Dann haben wir da noch einen Feuerwerkskörper. Aber was ich nicht so ganz verstanden ist, ob ich jetzt fliegen kann oder nicht. Begleiter. Nein, nicht das. Wo sind meine? Da sind meine Haustiere. Genau, Reittiere. Ob ich jetzt überhaupt noch fliegen kann oder nicht. Aber eigentlich sollte das doch möglich sein. Ich klatsche jetzt einfach mal da rein. Holen. Dann hier noch Feuerwerk abknallen. Aber fliegen können wir in dem Fall trotzdem. Das heisst, ich tue die schon mal umwechseln hier. Aber wir haben eben sehr viel weniger Fähigkeiten gerade momentan, wie es aussieht. Also das wäre in dem Fall mal unsere Aktionsleistung, die wir haben. Und ja, ich würde halt gerne mehr über Shadowlands erzählen, aber ich kann nicht wirklich. Level up! Das ist ziemlich schnell gegangen. Stufe 33. Im Gegensatz zuvor ist das schon nichts. Neue Fähigkeit erhalten. Einschüchtern. Bam, bam. Einschüchtern. Und wo ist die jetzt? Die wäre in dem Fall da drin. Ja, weil dort haben wir jetzt einfach noch die Fähigkeiten von da. Aber wirklich daran geändert hat sich nichts. Einschüchtern. Befiehlt eurem Begleiter das Ziel einzuschüchtern, wodurch es 5 Sekunden lang betäubt wird. Ah, nice. Jetzt haben wir hier oben auch eine Aktionsleiste. Nice, okay, ja. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Das ist noch ziemlich nice. Jetzt haben wir da... Nice, okay. Dann können wir das gerade mal so stehen lassen. Einschüchtern haben wir gerade da oben drin. Da haben wir auch unsere Vögel. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die nochmal überhaupt noch brauchen können. Weil die sollten ja jetzt eher mit einem höheren Level wiederkommen. Oder ob es die überhaupt noch gibt. Speziell, ich muss mir jetzt auch zuerst mal wieder alles gewöhnen. Oder? Nein, die Vögel kommt dann erst mit Level 35. Aber dann lassen wir das schon mal drin, weil ich werde die wahrscheinlich dann auch als nächstes wählen. Dann würde ich sagen, dann müssen wir mal noch schauen, dass wir da die nächsten Feuerwerkkörper auswählen können. Und dann schauen wir so, dass wir schnellstmöglich Pandaria durch haben. Dass wir wirklich gut möglichst schnell können in Shadowlands wechseln. So, da haben wir noch einen Feuerwerkskörper, der fehlt uns noch. Dann lassen wir den noch schnell in die Luft. Puff. Und dann fehlt uns noch etwas. Und zwar, jetzt muss ich mal schauen, aber fliegen können wir. Ja, fliegen können wir noch. Alles klar. Let's go. Dann gehen wir gerade mal noch schnell den letzten von denen einsammeln. Und dann haben wir da ja gerade noch mal eine andere Quest. Und zwar Stab des Sehers. Aber zuerst würde ich mal... Nein, der Punkt sollte eigentlich gerade da sein. Ah, dann ist der da im Gebäude rein. Okay. Dann gehen wir schon mal da güchseln. Und dann müssen wir gerade schauen, von denen sollten wir den Stab des Sehers bekommen. Dann würde ich sagen... Dann räumen wir zuerst jeden mal aus dem Weg. Schon, dann machen wir dermassen gut noch. Das hätte ich natürlich jetzt auch nicht erwartet. Dann finde ich das noch ziemlich speziell, wie das jetzt vorgeht, wie man überhaupt in Shadowlands geleitet wird. Ich glaube, das wird dann auch noch eine kleine Herausforderung. Und da sollte sich dann irgendwann an der Drache befinden und einer von denen sollte einen Stab haben. Okay. So. Ich bin alles ein bisschen aufgeregt, weil mich das halt ein bisschen nervt, oder? Dass wir jetzt das nicht richtig angebracht haben mit dem auf Level 120 und alles. Ich bin mir jetzt in den letzten Tagen wirklich unsicher gewesen. Ja, soll ich überhaupt noch weitermachen oder nicht? Oder soll ich mit einem anderen Charakter das machen? Der lacht mich an, der hat den Stab. Ob ich das überhaupt noch so weitermachen soll oder nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, weißt du, es kommt, du hast etwas angefangen, ziehen es durch. Wir ziehen jetzt den Charakter einfach auf Level 6. Aber irgendwie ist auch alles ein bisschen früher gekommen als angekündigt. Eigentlich hat es geheißen, ja, es wird alles verschoben und alles tutti quanti. Aber irgendwie hat es am Schluss ist es doch nicht der Fall gewesen.
Was noch ziemlich speziell ist, jetzt muss ich schauen, den Arcani-Schuss kann ich auch noch brauchen. Dass wir den mal brauchen. Okay, das ist der da. Okay, jetzt können wir da immer den Stachelpfeil und den Arcani-Schuss brauchen. Und der Arcani-Schuss macht übelst guten Schaden. Sage ich schon mal nicht nein. Aber den Stab haben wir noch nicht bekommen und uns fehlt noch ein Drache, der da irgendwo müsste sein. Okay, wir machen einfach mal weiter mit dem Stab, weil wenn der erledigt ist, haben wir nämlich nachher Ruhe mit unserem... Jetzt muss ich immer schauen, das kleine Fältchen da, wie viel Leben meine Drachenfalken haben. Ist ein bisschen mühsam. Ich hoffe, dass ich schnellstmöglichst noch Add-ons finde. So, jetzt muss ich immer schauen, dass ich den Stachelpfeil noch einsetze, dass unser Zeug schneller raufgeht. Jetzt brauchen wir recht viel, ja, ist ein bisschen mühsam. Ist ein bisschen mühsam, gerade momentan zum Schauen, weil ich mich jetzt halt wirklich an meine Add-ons gewöhnt bin. Aber das finden wir alles noch raus, das machen wir noch alles in der Laufe der Zeit. Und dann freuen wir uns schon mal drauf, Level 60 zu werden, also Level 50 zu werden, um in die Shadowlands zu suchten. So, dann geben wir da gerade mal die Quest ab. Stopp Desserts! Quest beenden! Kommen wir gerade neu über. Sprech mit dem älterweisen Renzul in der Nähe des Hofs des Tempels der Jadeschlange im Jadewald. Nehmen wir doch liebend gerne an. Aber irgendwie sollte da noch irgendeine Quest sein. Und zwar verspeiste Azurschlange. Hä? Was zeigt es mir denn da an? 120 Meter. Hä? Zeigt es mir jetzt immer die Quests an mit so... Okay, das ist aber nice. Aber die Quests zeigt es mir jetzt nicht an. Weil 3 Schlangen haben wir ja schon und... Eine müssen wir noch haben. Da hinten ist sie. Nice. Hätte ich auf der Karte schauen, dass mir das Pünktchen angezeigt hat. Nämlich die Quest auch erledigt. Und jetzt zeigt es mir das immer an, so im Hintergrund. Oh mein Gott, das ist ziemlich nice. Das ist in dem Fall auch neu dazugekommen. Können wir da das Löchli? Ja, da kommen wir durch. Das ist wirklich in dem Fall neu dazugekommen, dass wir immer anzeigen, wo die Quests genauer sind, um es ein bisschen zu verleichtern. Dann tun wir die Quest hier beenden. Und jetzt haben wir hier eine bei ihr noch Quest zum Abgeben. Nice. Reiter der Windung. Quest beenden. Nochmal Quest beenden. Und dann haben wir da eine neue Möglichkeit für einen neuen Kopf, aber dafür hört der Jadeschlange zu. Annehmen. Jetzt dürfen wir der Jadeschlange zuhören, aber wer genau das ist, weiss ich nicht. Jetzt ist schon das Tor aufgegangen, dadurch sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Ah, okay. Wow. Ich entschuldige mich für die Täuschung, aber es war notwendig. So jemanden wie euch haben wir in Tausenden von Jahren nicht gesehen. Es war zwingend erforderlich, dass ich zunächst euer Herz auf die Probe stelle. Kommt und reitet mit mir. Es gibt etwas, das ich euch zeigen möchte. Okay, das kleine Mädchen ist in dem Fall der Jadedrache. Okay, und sie hat einfach die Arme von uns, weil sie einfach unsicher Tempelpriester war. wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Seht ihr die große Statue in der Ferne? Viele Jahre haben die Arbeiter sich dem Bau verschrieben und es ist fast vollbracht. Nur noch ein wenig mehr Jade, wie die ihr beschafft habt, und sie ist fertig. Mit meinem letzten Atemzug werde ich die Essenz meines Lebens in die Statue hauchen und ein neuer Wächter wird geboren werden. Seid nicht traurig. Der Kreislauf ist klar. Weder beginnt, noch endet er mit mir. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht all das verteidigen, was euch am Herzen liegt. Wenn dieser Tag kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Wir leben zusammen oder wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind miteinander verbunden. Ich bin erschöpft.
Ich muss jetzt ruhen. Macht es gut. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Alles klar. Das heisst, du wirst uns langsam verloren sterben. Und ich habe dich zuerst als kleines, herziges Mädchen gestuft und am Schluss entwickelst du dich als Jadedrache. Aber ich finde das mega schön, dass du dich in die Statue verziehst, um einen neuen Wächter herstellen, also um die Welt zu achten. Und mega schöne Worte im Allgemeinen. Ältester Weiser Vinci, dann gehen wir da unsere Quests abgeben. Und zwar könnten wir da führen, kommen wir nehmen einfach den, aber ich glaube, wir ziehen keinen von beiden an. Tempel der Jadeschlange, lebt wohl. So, dann haben wir da alles abgeschlossen. Dann schauen wir direkt mal auf die Map nach, was uns als nächstes erwartet. Wir haben ja hier hinten eigentlich noch, wir sind ja noch an dieser Statue dran, also mit diesen Steintafeln. Das ist, wie es aussieht, momentan nicht so der Fall. Was ich euch auch noch gerade momentan zeigen kann, ist da, das sind die Schattenlande. So sieht denn das im Ganzen aus. Wie wir genau dort kommen, das erfahren wir dann, wenn wir eben Level 50 sind. Aber ich würde sagen, wir tun uns hier nicht stressen lassen. Ich muss jetzt da nicht gerade direkt in die Schattenlande rein, sondern wir tun jetzt wirklich gemütlich zuerst auf Level 50 aufquesten und nachher machen wir uns gemütlich in die Schattenlande und schauen uns das Ganze dann einmal in Ruhe an. Aber dass der Patch jetzt so früh gekommen ist, das habe ich nicht erwartet. Oder dass ich den irgendwie früher erhalten habe, weil ich halt das Spiel vorbestellt habe oder was auch immer, kann ich leider nicht beurteilen. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt zuerst einmal noch ein bisschen Pandaria und nachher geht's los. Findet den Jungen, Quest Ende. Schrein der Morgensonne. Sucht am Schrein der Morgensonne nach Siran Zapfgold. Machen wir doch lieber gerne. Ich finde das so cool, dass mir das jetzt angezeigt wird direkt da immer. 320 Meter mit unserem Flugtier. Ah, das ist eine andere Quest, die wir hätten gerade machen können. Dann machen wir die doch gerade mal da. Und was ich jetzt sicher wird machen ist, es wird immer ein Level pro Folge geben. Das heisst, egal wie lange eine Folge geht, eine Folge wird durchgezogen, bis ich ein Level sicher mindestens abhabe. Sammelt 8 frisch gefallene Blütenblätter. Annehmen. Dann haben wir noch den Tiefmeister Jopo. Sammelt 8 Wespenstachel von Obstgartenwespen. Für das kommen wir den neue Hosen über. Und die gefallen mir noch ziemlich da, die Jade-Hexenbeine. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Quests mal an, machen die mal gerade, wenn wir da schon in der Nähe sind. Die sollten sich auch wirklich gerade in dem Gebiet begeben. Von denen werden wir wahrscheinlich die Stacheln bekommen. Okay. Aber irgendwie tauchen meine Begleiter jetzt nicht immer auf. Wo sind meine Begleiter denn jetzt hin? Wildtier, jetzt muss ich jedes Mal in mein Dings reingehen. Ja, schlag du mich mal ein bisschen. Ich muss jetzt erst mal schauen, wenn ich das mache, mit meiner Begleiterrufe. Genau. Am besten ist, dass ich die Pfeife in dem Fall da noch in unsere Aktionsleiste reinnehme. So, let's go. Dann können wir jetzt mal richtig anfangen zu spielen. So. Dann sammeln wir jetzt erst einmal die Wespenstiche. Hier haben wir sogar nochmal eine Quest. Wo wir könnten eigentlich annehmen. Ich würde sagen, wir machen das gerade auf dem Weg bis dahin. Muss ich mir immer daran gewöhnen, dass wir da die neue Fähigkeit haben, Arkanerschuss. Und was ich muss sagen ist, das haben sie mega gut eingefügt, eben mit dem, dass jetzt immer angezeigt wird, wie weit weg die Quests sind oder wo genau wir hin müssen. Dass eben so Lölis wie ich auch wirklich den Weg finden. Aber ich würde sagen, wir machen... Ah, das ist nur ein Flugplatz. Also kommt wir den aber trotzdem noch schnell aktivieren. Das finde ich noch ziemlich wichtig. Aber da sind noch wieder mehrere Quests. Da sind gerade noch Quests. Da eine. Gehen wir die trotzdem mal auch noch annehmen. Es kann sein, dass die auch gerade in dem Gebiet stattfindet. Let's go! Wildes in der Wildnis! Findet Ausbildung von der Winterswärtsinsel im Jadewald. Da müssen wir ja nur jemanden suchen. Das machen wir doch liebend gern. Komm, dann fliegen wir noch schnell gemütlich da rüber. Dann haben wir auch nicht allzu einen sehr Stress. Jetzt zeigt es mir eben an 800 Meter dahin, aber ich wollte mich zuerst um die Wespen kümmern. Weil ich das ein bisschen wichtiger finde, wenn wir da gerade schon in der Nähe sind und statt da gross umeinander fliegen. So. Nice. Da haben wir die ja schon mal. So. Komm, stirb. Stirb. Nice, aber wir kommen nicht von jedem einzelnen über. Natürlich auch gut zu wissen. Und oben haben wir irgendwie so ein Honig, das leuchtet. Also der Winnie the Pooh hätte ziemlich Freude, wenn wir jetzt da momentan unterwegs wären. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mal weiter da. Irgendetwas anderes haben wir ja auch noch machen müssen. Frisch gefallene Blütenblätter. Wo ist denn die Quest? Frisch gefallene Blütenblätter. Wo komme ich die denn über? Das ist eine gute Frage. Also wir haben keinen Gegenstand bekommen, wo wir irgendetwas abholen müssen, also einen Baum abholen.
Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal Augen offen behalten für die Blütenblätter. Oder sind die da im Wasser? Innen? Nein, nicht wirklich. He? Also verwirrt bin ich immer noch. Das ist natürlich normal. Sorry auch für den komischen Einstieg ins Spiel rein. Eben mit dem Einstellen alles. Nochmal Entschuldigung. Ich bin mir eben auch wirklich unsicher, ob ich überhaupt weitermachen soll oder nicht. Weil mich das ein bisschen das hat mich wirklich ein bisschen angeschissen. Ja, dass ich das nicht angebracht habe mit Level 120. Und dass wir jetzt auf Level 32 geschafft werden. Aber ich glaube, so kommen wir auch trotzdem gut weiter. Weil das Wichtigste ist ja, dass ich das mit meinem Charakter mache. Und dass wir den gemütlich aufzocken. So. Ich erwähne, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal das Gleiche. Aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen in der Aufregung rein. Ja, ich hätte es gerne geschafft. Darum lassen wir das Thema jetzt mal bleiben und kümmern uns weiterhin einfach mal ums Leveln. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir da mal ein paar Stacheln eingesammelt. Wir haben erst 3 von 6 Stacheln. Also die sammeln sich ziemlich langsam. Aber das spielt ja keine Rolle. Wir sollten ja eigentlich im Großen und Ganzen im Shadowlands jetzt, also mit dem Patch, den ich jetzt drauf fahre, sollten wir im Großen und Ganzen eigentlich auch schneller leveln. Dann ist sowieso die Frage, wie lange das Ganze eigentlich auch geht, immer. So, da haben wir wieder einen Wespenstich. Da hinten haben wir noch so eine Wespe. Aber ich weiss immer noch nicht, wo ich die Blüten herbekommen soll. Frische, gefallene Blütenblätter. Die sollten sich auch eigentlich dann um einen Baum befinden. Hey, was machst du da? Blutelf Mönch. Dann kämpfen wir gemeinsam gegen ihn. Das ist für mich eigentlich gar kein Problem. Der ist auch noch am Aufziehen. Der ist jetzt Level 27. Es könnte nämlich auch möglich sein, dass ich jetzt mit Level 32 viel... wie sagt man dem, dass ich eigentlich schon viel weiter müsste sein. Also gar nicht in Pandaria, sondern an einem anderen Ort. Aber das weiß ich jetzt momentan gar nicht so genau. Das sind ja keine Blütenblätter. Frisch gefallene Blütenblätter. Das müsste ja eigentlich um den Baum rundherum sein. Da, die ganze kleine. Ist das die? Schnappen! Jawohl! Da haben wir jetzt mal ein paar gefunden. Da jetzt weiss ich, wie sie aussehen. Jetzt finden wir es sicher einmal leichter. Und sammeln wir die mal gemütlich ein. Da. So. Da auch gerade mal noch. Da hat es noch kein rundherum. Da hat es noch zum Juten. Da haben wir noch eine Wespe. Ich bin mir immer daran gewöhnt, jetzt hier auf den Vogelschwarm draufklicken. Aber es ist jetzt alles ungewöhnlich. Alles ungewöhnlich. So, da. Schnappen wir uns schnell mal diese hier. Da haben wir kein Blümchen. Da hinten haben wir wieder ein Blümchen. So, da. So, 4 von 8 haben wir schon mal zusammen. Es geht ziemlich zügig vorwärts mit denen. Aber die Stacheln, die lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Die lassen wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Aber das sollten wir ja auch noch anbekommen. So. Da haben wir kein Blümchen. Wir suchen Blümchen. Blümchen, wo versteckst du dich? Wespen sehe ich auch gerade momentan keine mehr. Gut, das ist auch noch bei der anderen gerade am Rumquesten. Ist natürlich klar, dass sich das vielleicht noch ein bisschen in die Länge zieht, in dem Fall. Nein. Aber wir sind aus dem Gebiet raus. Ich könnte ein bisschen mehr auf die Karte schauen, ich nuddle. So, dann fliegen wir ganz kurz schon mal schnell rüber. Der Löli weiss wieder mal nicht, wo er genau das Zeug suchen muss. Oder wenn ich muss am besten auf die Karte schauen, da haben wir nämlich gerade wieder Wespen. Mehrere sogar. Oh, das ist ziemlich nice. Blütenblätter sehe ich da gerade momentan mal eine. Aber solange mich der da angreift, wird das nichts. So, komm. So, da. Muss ich jetzt zuerst wieder da gewöhnen. Jetzt gesehen, durch das, dass die Balken jetzt wieder da unten sind, muss ich immer weiter runter schauen. Und dann ist das immer so ein bisschen ungewohnt, wirklich dann auch dort runter zu schauen. So, aber jetzt tun wir zuerst mal alle Leute. Jetzt fehlt uns noch einer von den Wespenstich. Und da haben wir gerade noch ein Blümchen, das wir pflücken. Dann machen wir noch das gerade. Dann fehlen uns von denen nämlich auch nicht mehr allzu viel. So, da. Da haben wir noch das Blümchen. Ja! Das Blümchen, yeah! So, jetzt hier um den Baum herum gerade nochmal eine. Nein, Wespen sehe ich auch gerade momentan keine mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter, tiefer da rein. Wo haben wir da? Da haben wir noch das Blümchen! Nice! Blümchen-Alarm! So, da. Hoppla, Schorsch. Weiter geht's. Da hinten haben wir nochmal so eine Obstgartenwespe. Ist noch gerade lustig, das heisst fast so wie dort, wo ich wohne. Aber das darf ich natürlich jetzt nicht sagen, wie das genau heisst, wo ich wohne. Aber es ist etwa so ähnlich mit Obstgarten. So, da.
Nice, also die haben wir schon mal zusammen und ein Wespenstich fehlt uns noch. Wespe, Wespe, wo versteckst du dich? Wir finden dich. Da hinten haben wir noch eine. Jawohl. Das ist zu weit entfernt. Ah, die macht gerade mit, auch ein Jäger. Nice. So, und dann haben wir nämlich alle schon beieinander. Nice, du bist auch immer noch mit dem Drachenfalk unterwegs. Das machst du super. Das machst du super. Drachenfalken sind die besten. Ich habe mich so sehr schon an meine Drachenfalken daran gewöhnt. Es fällt mir fast schon schwer, auch ohne die irgendwie zu klarkommen. So, dann sind wir da bei unserem Tintenmeister Glenzu, die perfekte Farbe. Crispy Ende. Nice. Wie lange verfolgt er mich echt noch? So. Kriege ich Trefferwert. Ich will fast sagen, komm, wir nehmen den hier. Bis zum nächsten Mal. Genug davon. Wir sind sogar aufgewertet worden auf unser Level. Da können wir ganz kurz mal schnell noch im Beutelchen schauen. Jetzt habe ich halt auch Rucksack vergrößern. Wieso muss ich jetzt den vergrößern? Erst etwas anvisieren. Okay. Also das komme ich über, wenn ich meine Dings weitermache. Jetzt ist halt wieder mühsam. Jetzt habe ich den Bagel nicht mehr drauf. Jetzt müssen wir da immer alles einzeln anschauen. Aber ich würde sagen, die Hose die ziehe ich mir gerade mal gemütlich an. Und den Rest können wir dann wirklich gemütlich verkaufen. So, la. Dann haben wir die Quests so eigentlich auch schon wundervoll erledigt. Dann machen wir uns direkt mal auf zu der nächsten Quest. Die ist schon gerade die nächstliegende. Schrein der Morgensonne. Ab der Tonne. Zeigt mir gerade an. 250 Meter. Das finde ich aber mega cool. Das finde ich wirklich mega cool, dass sie das gemacht haben. Dass man auch den Weg leichter findet, dass man auch schneller vorankommt. Dann finden wir uns nämlich da schon wieder im Jadewald rein. So, und dann sollte ich das nämlich gerade da befinden. Jawohl! Berichtet mir von euren Quest Reisen. Ende! Fordert Pandriach, Zapfgold, Pandariach, Winterpelz und Pandariach Dornstab heraus und besiegt sie. Da haben wir ein neues Halsgegenstand über. Sieht natürlich ziemlich nice aus. Und jetzt zeigt es mir wirklich immer an. Das ist mega nice. So, Nicht so dann tun wir eilig. vor der Pandarichen heraus. Ein Wanderbraut, der ein Zapfgold heiraten will. Das ist doch lächerlich. Ich wollte gar nicht mit heiraten, ich wollte einfach das Zöpfel hauen. So, den haben wir besiegt. Nice. Ab zum nächsten. Ab zum nächsten. Pandariach Dornstab. Kümmern wir uns direkt mal um dich. Vor Pandarichen aus. Gut. Aber solange ich meine Drachenfalken mit dem Start habe, muss ich mir da eigentlich auch nicht allzu sehr Sorgen machen. Ah doch, jetzt greift er mich an. Ich kann es irgendwie nicht auf sich behalten. Nice, okay, der nächste haben wir auch besiegt. Aber irgendwie, wieso kann ich jetzt da... Genau, jetzt sind wir nämlich viel schneller dort. Da hinten befindet sich auch noch ein Kriegssperr Zandul Lyra. Da befindet sich auch noch ein episches Monster. Ist das gerade der da? Ja, das ist ein episches Monster. Komm, den töten wir noch schnell. Wie viel Leben hat der? Der hat ein bisschen mehr als erwartet. Hätte vorher schauen sollen. Aber den schaffen wir, den schaffen wir. Mit der Hilfe unserer Drachenfalken sollte das eigentlich gut möglich sein. Da beschwört er gerade noch ein paar mehrere aufs Mal. Wieso greift schon die an? So etwas habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ist er jetzt abgehauen? Ah nein, er kämpft mit meinem anderen Falken noch. Wir müssen irgendwie zuerst die aus dem Weg räumen. Komm, helft mir schnell das Zeug da aus dem Weg räumen. Da schickt er schon wieder die nächste Horde von Käferli los. Mann, Mann, Mann. Die schnell wegräumen, dass sie mich nicht angreifen. Lieber alle auf meine Drachenfalken drauf. Das ist schon gut so. Aber das könnte wirklich scheiter ändern. Ich habe nicht gedacht, dass der irgendwelche Sachen besitzt, dass er uns kann... dass er uns kann da mit kleinen Kreaturen noch angreifen kann. Ausser ich versuche jetzt hier in die Nähe zu gehen und dann machen wir die ganze... Hey! An Level 50er! Hat ihn gerade gewone-shottet. Nice! Was haben wir bekommen? Benutzt Gewehr 1000 Ruf bei himmlischen Erbarmen. Danke dir vielmals fürs Helfen. Haben wir gerade noch Glück gehabt irgendwie. So, aber jetzt muss ich immer schauen, wo in welcher Tüte das jetzt gelandet ist. Ich glaube da. Nein. Da. Okay.
Setzen wir gerade ein, dann tut es nämlich gerade unseren Ruf verbessern. Um 1000, das ist natürlich ziemlich nice. Und dann fordern wir gerade mal schon den nächsten heraus. So, Dann sollten wir das gut anbekommen. Let's go. Können wir den verwirren? Ah, wenn wir ihn verwirren können, ist auch gerade noch easy. So, Dann haben wir den besiegt, dann haben wir die Quest nämlich auch schon supidupi erledigt. Dann machen wir uns auf zum Quest abgeben. Sind wir halt mit meinem Mount schon einiges schneller unterwegs. Bei der lieben Lo Wanderbrau. Hallo. So, Möge die Jadeschlange euch leiten. dann können wir neue Anhänger über Quest beenden. Nice, dann haben wir das auch schon erledigt. Dann machen wir uns auf zu der nächsten Quest. Die würde sich ganz weit da hinten verstecken. Das Tian-Kloster. Oder wenn wir direkt hier über. Nein, komm, wir gehen zum Tian-Kloster. Wir gehen zum Tian-Kloster. Das ist ja gerade da oben. Das finde ich jetzt so cool, dass das mit dem wirklich. Ich bin so fasziniert davon. Ich bin jetzt wirklich gerade so fasziniert davon. So. Da kommen wir mit Level 35. Wir sind jetzt 33, das ist 2 Level, bis wir dort oben sind. Spezialisierungen sind immer noch die gleichen. Auch mit dem Tierherrscher, da können wir dann etwas Neues nehmen, mit Level 39. Ihr habt die Kunst, Wildtierausbildung gemeistert und erhaltet die Fähigkeit, exotische Tiere zu zähmen. Das sind halt alles Sachen, die ich halt schon habe. Die jetzt halt einfach zurückgesetzt worden sind. Also wenn wir das jetzt so anschauen. Aber ich finde es auch cool, dass wir jetzt wieder bis Level 60 leveln. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach cool. Also ich finde es besser. Ich finde, mit Level 120 ist langsam dann auch schon wieder ein bisschen übertriebener gewesen. Aber was soll's. So, Quest beenden. Da kommen wir gerade neu über. Sprecht mit hohen ältesten Wolkensturz im Tian-Kloster im Jadewald. Gerade zum nächsten schwätzeln. Der befindet sich einfach da drinnen. Der befindet sich da oben. Ach komm, da können wir gerade schon rauffliegen. Muss ich mir nicht den ganzen Weg antun. Quest beenden. Landen wir schnell da. Wenn ihr Interessen daran habt, ihr uns trainieren, sprecht mit erneut heute Abend. Ich habe jetzt leider die Quest nicht genau nicht vorlesen, was er da geredet hat. Grüße. Ein höflicher Gast sammelt 8 reife Orangen im Orangenhain südlich des Tian-Klosters ein. Was ich jetzt gerade noch schnell schauen ist, doch bis Level 35 sind die Gebiete, also bis Level 35 sind wir da in dem Gebiet eigentlich gut vertreten. Da haben wir aber nochmal eine Quest zum Annehmen. Wo ist die jetzt da vorne? Die nehmen wir nämlich jetzt auch gerade mal noch schnell an, wenn wir da schon unterwegs sind. Einfach ein Flugplatz. Aber Flugplatz schalten wir doch auch gerade liebend gerne frei, so. Und dann kümmern wir uns schon mal schnell um die Orangen kümmern. Das sind nämlich ein Orangenbaum. Sieht ziemlich cool aus. Das sind ziemlich grosse Orangen auch. Sind die rot? Nein, die sind gelb. Das heisst, man kann wirklich in Ruhe Orangen einsammeln. Die klauen mir die Orangen weg. Was am besten ist eigentlich, die zu töten, oder wie? Komm, dann räumen wir die mal da weg. Dass wir hier in Ruhe unsere Orangen sammeln. Mini! Level 34! Nice! Aber wenn wir so einen töten, können wir auch Orangen über. Komm, dann töten wir schnell einmal einen von denen. Zorn der Wildnis haben wir erhalten. Schauen wir uns das doch nachher gerade mal noch ganz kurz an. Reiforangen. Und da gerade noch eine zum Einsammeln. Ich bin schneller gewesen. Wieso rühren die denn fort? Da hinten. Mini. Nice. Dann haben wir die 8 Orangen schon mal eingesammelt. Dann geben wir noch ganz kurz mal gemütlich die Quest ab. Nice. So, Sally. Ein höflicher Gast. Weiter und Quest beenden. Sprecht mit hohen ältesten Wolkensturz im Bankettareal im Tian-Kloster. Okay, dann haben wir die Quest mal angenommen. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir jetzt unser Level-Up haben. Aber wir machen jetzt wirklich immer pro Folge mindestens 1 Level-Up. Das heisst, das kann mal eine Stunde gehen, es kann eine halbe Stunde gehen, es kann 20 Minuten gehen. Wie auch immer, aber so würden wir am schnellsten, möglichsten vorankommen. Und das ist auch natürlich mein Ziel, dass wir schnellstmöglich in die Shadowlands hineingehen, damit auch ich mal sehen, was jetzt so vor sich geht. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo und ein Like da. Sorry für den komischen Einstieg eben mit dem Einstellen und alles, aber dafür sind wir jetzt auf dem richtigen Weg zum Shadowlands. Danke vielmals. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke und ciao.